Der Überschrift Besserwisser. Zitat von Klaus Kluges: Manche Menschen wissen gar nichts, aber immer alles besser. Folgendes Beispiel: Du erzählst gerade jemandem über dein Business, was vielleicht jetzt gerade nicht ganz so optimal läuft oder einfach was du gern anders hättest, und dann kommt der Satz: Ach geh, das musst du doch so machen. Ui, 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 ein Besserwisser. Wie geht's dir denn, wenn du diesen Satz gesagt kriegst? Ach geh, das musst du doch so machen. Also mir stellt das Nackenfell auf, weil ich bin da ganz empfindlich. Ich meine, wir führen ja unser Business nicht erst seit gestern, sondern schon ein paar Tage lang, und deswegen sind wir ja auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Ja, ich weiß schon, meistens sind diese Sätze gut gemeint, aber gut gemeint ist halt auch nicht gleichzeitig gut gemacht. Das Dumme an solchen Sätzen ist, dass die so unaufgefordert daherkommen. Ich meine, wenn ich halt jemanden um einen Rat frage, dann freue ich mich ja auch, wenn ich einen kriege. Aber dieses Unaufgeforderte, okay, das musst du so machen, das stellt dich ja erst einmal hin wie so einen richtigen Deppen. Und neulich hat es einer tatsächlich bei mir geschafft, mir das Gefühl zu vermitteln. Ja, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie es du geschafft hast, jetzt 50 Jahre lang unfallfrei über die Straße zu kommen. Hey, wie geht man denn mit so einer Einmischung um, wenn ich schon Puls habe? 4 Vorschläge. Erstens, ignorieren. Geht meistens nicht und ist auch unhöflich. Zweite Möglichkeit, ich kann sagen, sowas wie: Was bist denn du für ein Gescheitei? Streitgespräch ist dann meistens unausweichlich. Dritte Möglichkeit, und die machen wir sehr gerne: Wir verstricken uns in eine Diskussion, warum jetzt dieser Vorschlag nicht geht oder warum ich den nicht mag, warum mir der nicht gefällt, was auch immer. Also es ist sinnfrei. Also bleibt nur die vierte Möglichkeit: Ich drehe den Spieß wieder mal komplett um und sage in dem Moment so ehrlich, wie es mir gerade möglich ist, egal wie hirnrissig das dieser Vorschlag vielleicht ist, sage ich zu dem: Das ist aber eine gute Idee. Auf das bin ich noch gar nicht gekommen. Und in dem Moment fühlt sich das Gescheitei so richtig wichtig und du hast deine Ruhe. Meistens sind ja das Menschen aus dem eigenen Umfeld, also die ich gut kenne. So kannst du wunderbar einem Streitgespräch oder einer Diskussion, einer sinnfreien, aus dem Weg gehen. Du siehst wieder mal, Wertschätzung ist der Schlüssel. Egal, ob es ums Business geht oder privat, also mach's dir doch gern einfach. Sag, ist das eine schöne Idee, auf das bin ich noch gar nicht gekommen, und genieß deine Ruhe. Vielen Dank und viel Erfolg.